So ist es. So, und jetzt ist mir eine besondere Ehre, wirklich, einen lieben, vielgeliebten Bruder von mir anzukündigen. Und zwar Dennis Schröpfer hier. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, beim Lobpreis ja ein bisschen auf ihn geguckt hat. Er war ganz aktiv. Ich glaube, er hat ein bisschen was aus Afrika mitgebracht, aus Namibia. Ich bin total gespannt, was du auf dem Herzen hast für uns heute Abend. Macht eure Herzen und Ohren auf für den Dennis. Amen. Yes, hey, lass uns mal Jesus einen Applaus geben, come on. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir aber vor allem für das, was du für uns getan hast, Jesus. Dein Werk am Kreuz war genug. Und wir danken dir, wenn wir auf das Kreuz sehen, sehen wir die Liebe Gottes offenbart. Und danke, dass wir erlöst sind durch dein Blut. Danke, dass wir befreit sind durch dein Blut. Und lass uns mal richtig jubeln und lass uns wie so ein Chor der Freien uns anhören. Amen. 1, 2, 3, yes! Halleluja! Ei, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Habt ihr mich vermisst? Ja, die meisten haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich weg war. Ich habe euch auch vermisst, aber ich habe am meisten meine Frau und meine kleine Tochter vermisst. Deswegen bin ich richtig, richtig froh, dass ich wieder zurück sein darf. Aber da der Nico schon gespoilert hat, dass ich in Afrika war, wollte er mit Sicherheit wissen, wie es dort war, oder? Ja oder nicht? Ja oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wissen wollt. Wollt ihr das wirklich wissen? Ja! Halleluja, okay. Ihr dürft die PowerPoint starten. Namibia 2026, wir springen gleich auf die nächste Seite. Ich zeige euch mein Zuhause für die letzten 2 Wochen. Tatsächlich ist es ein Bild, aber von vor 4 Jahren oder 3 Jahren. Das war mein Zuhause für fast 2 Wochen. Richtig gemütlich. Dieses Mal war nur das Problem, es war Regenzeit. Also war es auch feucht, fröhlich von oben. Halleluja. Aber wisst ihr was? Tatsächlich ist Regen in Namibia ein Segen. Und deswegen war ich froh, dass ich das mal erleben durfte, dieses Land, dass es auch tatsächlich nasser Boden gibt und dass tatsächlich die leeren Flussbetten, die es da gibt, dass da tatsächlich auch mal Wasser durchfließt. Also war für mich auch was ganz Neues. Aber wir durften eine richtig, richtig gute Zeit haben. Meine Frau und ich, wir haben das Riesenvorrecht, dass wir seit 3 Jahren unter dem Volk der Himbas dienen dürfen. Dürft gerne auf die nächste Folie gehen. Ich zeige euch die mal. Die hat der eine oder andere vielleicht schon mal in irgendwelchen Postern oder irgendwelchen tollen Bildchen gesehen. Tatsächlich ist es noch eine Volksgruppe, die in Namibia genauso lebt. Und der Herr hat uns vor 3 Jahren das erste Mal dorthin geführt, an einen der schwerst zu erreichsten Orte in Namibia. Wer von euch weiß, geografisch Namibia ist irgendwie hier unten in Afrika und direkt oben drüber ist Angola. Und dann gibt es einen Fluss, der Angola von Namibia trennt, das ist der Marienfluss. Und genau an dieser Grenze dienen wir den Menschen. Und wir haben das Vorrecht, dass wir jetzt schon das 3. Mal dort sein durften. Und habt ihr Lust zu hören, was Gott in diesen Tagen getan hat? Halleluja, dann gehen wir auf das nächste Bild. Wir haben das Riesenvorrecht, fangen hier links an. Der gute Herr, der hier zu sehen ist, ist unser Übersetzer, der James, auch schon das 3. Mal jetzt mit mir unterwegs gewesen. Und er erklärt hier gerade
den Menschen, wie sie eine Solar-Audio-Bibel benutzen dürfen. Weil wisst ihr, das hier zu haben und das hier lesen zu können, ist ein Privileg. Wir nehmen es viel zu selbstverständlich. Wisst ihr, ich bin da hingekommen und da haben Menschen schon 2 Jahre gewartet, dass sie eine Bibel bekommen dürfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn sich bei uns hier jemand bekehrt, das Erste, was wir ihm schenken, ist eine Bibel. Hier warten Menschen darauf mit einer Sehnsucht und mit einem Gebet im Herzen, dass sie eine Bibel bekommen können. Jetzt haben wir aber das Problem, jetzt könnte man natürlich denen so eine Papierbibel holen, würde aber nicht viel bringen, weil die nicht lesen können, nicht schreiben können. Aber es gibt wundervolle Menschen, die diesen Menschen begegnen wollen. Und da gibt es die Bible Society in Namibia, die ganz eng mit Wycliffe zusammenarbeitet, wer die Organisation kennt. Die setzen sich nur damit auseinander, die Bibeln zugänglich zu machen für alle Volksstämme. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben ihr Leben hingegeben, in ein Land zu reisen, die Sprache von den Menschen zu lernen, daraufhin eine Schriftsprache zu entwickeln und dann die Bibel in dieser Sprache zu übersetzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für eine Hingabe. Das sind aber Menschen, die getrieben sind vom Wort Gottes, die wissen, dass das Wort Gottes hinausgehen muss an alle Völker und dann wird Jesus wiederkommen. Und wir haben das Riesenvorrecht, dass wir tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal die Audiobibeln in der Muttersprache dieser Menschen mitbringen durften, weil bisher gab es nur so ein Kinderbuch, also eine Kinderbibel, 101 Geschichten aus der Bibel. Das war das Einzige, was annähernd an das Wort Gottes herangekommen ist. Dann gab es eine ganz alte Übersetzung in Papier, aber wie ich schon gesagt habe, das hilft denen ja nicht weiter, weil sie es nicht lesen können. Aber dieses Jahr gab es den Durchbruch. Großteile des Neuen Testaments sind übersetzt worden und sind auf diesen kleinen Geräten, die dieser Mann in der Hand hat. Und diese Menschen hören zum ersten Mal das wirkliche geschriebene Wort Gottes in ihrer Sprache. Ist das nicht der Hammer? Ist es nicht der Hammer? Ist es nicht der Hammer? Hey, ihr Lieben, lasst uns mal begeistert sein. Ich merke, ihr seid alle so festgefahren, weil wir das Ding einfach schon die ganze Zeit haben. Das sind Menschen, die haben tatsächlich zum allerersten Mal das Wort Gottes in ihrer Muttersprache gehört. Das ist ein Riesendurchbruch und gleichzeitig möchte ich euch einladen, dass weitere Bücher des Neuen wie auch das Alte Testament schnellstmöglich übersetzt wird und verfügbar gemacht wird in Audiodateien, dass diese Menschen das ganze Wort Gottes haben können. Weil sie brauchen das, so wie wir es brauchen. Und jetzt denkt ihr euch, boah, das würde mich ja mega interessieren, wie sich die Sprache anhört, oder? Ja, ich kenne euch doch. Und guckt, was ich euch extra mitgebracht habe. Jetzt hoffe ich nur, dass der Akku voll ist. Das wäre ja jetzt ganz blöd. Alle ganz gespannt. Achtung. Omuhangu. Evangelia Mateus Maripopi ondaka ombwa okutya Jesus omuhupisi omudhikwa. Halleluja, ist es nicht der Hammer?
Ihr Lieben, wir haben kein Wort verstanden, außer vielleicht Evangelium und Jesus und irgend sowas. Aber wisst ihr, das Wort Gottes hat transformierende Kraft. Was in den letzten Tagen passiert ist, ist nicht einfach, dass irgendwas ausgeteilt wurde, mit dem die Leute da jetzt rumspielen können, sondern das reine, unverfälschte Wort Gottes wurde ausgeteilt an Menschen. Und wir lesen am Anfang der Bibel, Gott sprach und es wurde. Eine schöpferische Kraft ist im Wort Gottes eingebunden. Und so glaube ich, dass Menschenleben transformiert werden, dass wir diese Bibeln ausgeteilt haben. Wenn du dich nicht freust, freue ich mich einfach für dich mit, weil ich war begeistert. Was wir noch gemacht haben, wir haben immer einen ganzheitlichen Ansatz. Wir wollen nicht allein nur die Menschen geistig versorgen, sondern wir wollen sie auch physisch versorgen. Weil jetzt will ich euch schocken. Namibia hat eine recht kleine Population. Ungefähr 3,3 Millionen Einwohner. Man sagt scherzesweise, es gibt mehr Tiere in Namibia als Menschen. Es stimmt aber tatsächlich. Und jetzt haltet euch fest. 1,3 Millionen von den 3,3 Millionen leiden an Hunger. Das sind 42% der Bevölkerung, die Hunger leiden. Ihr Lieben, von uns weiß keiner wirklich, was es bedeutet, Hunger zu leiden, oder? Wenn wir heimkommen, wir denken jetzt schon, boah, was gibt's heute Abend zum Essen? Ja, was gibt's denn oben im Missionsessen? Hoffentlich predigte Dennis nicht so lang. Aber ihr Lieben, die leiden. Die wissen nicht, was sie heute essen. Die wissen nicht, was sie morgen essen. Hey, vielleicht ist manchmal der Geldbeutel knapp und wir müssen vielleicht einen Tag irgendwie überbrücken. Aber dann wissen wir, okay, spätestens Ende des Monats kommt wieder Geld und wir können wieder einkaufen gehen, oder? Aber bei denen ist es nicht. Kein monatliches Einkommen, das regelmäßig kommt. Keine Sicherheit, dass du irgendwoher Essen oder sonst irgendwas bekommst. Und deshalb war es uns eine Riesenfreude. Ihr seht hier unseren James, der war auch voller Freude, das Essen zu verteilen, damit die Leute einfach ein bisschen versorgt sind. Und es ist so ein Riesenvorrecht für mich, das tun zu dürfen. Und dann möchte ich euch hier unten in einen ganz besonderen Moment reinnehmen. Okay? Das Bild ist eigentlich noch größer und es umfasst 110 Kinder. Und ich möchte euch die Hintergrundgeschichte erzählen. Okay, die entlegenen Orte, da wo wir sind, da ist eine Population, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind 50.000 Quadratkilometer und da wohnen vielleicht so 15.000 Leute oder so. Also nix. Also das ist auch, du stehst in einem Dorf und du denkst, du stehst in der Wüste. Weil da gibt's nichts, also das ist kein Dorf. Da ist hier vielleicht ein Haus und das nächste Haus ist dann hinter dem Berg links so. Und das ist ein Dorf und dann stehst du im Dorfzentrum und denkst, okay, ich bin eigentlich immer noch in der Wüste. Und am Anfang, wo wir angekommen sind, waren so 20 Kinder da. Und da habe ich zu den Kindern gesagt, hey, wir haben heute Abend ein richtig tolles Programm für euch. Geht nochmal, weil die mussten zurück in ihre Schule und dann bringt alle eure Freunde. Okay? Und ich habe gedacht, ja okay, dann sind nachher vielleicht 25 Kinder da oder so. Und ich sitze da und ich bereite mich vor und auf einmal werde ich von so einem lieblichen Gesang unterbrochen und es hat mir die Tränen ins Gesicht getrieben. Weil, wisst ihr, wenn du
Das Normale ist, wenn du in eine Gemeinde kommst in Afrika, dann zeigen die, was sie haben. Dann kommt der Kinderchor und singt was, dann kommt der Teenagerchor und singt was, dann kommen die etwas älteren Damen und singen was und dann tanzen die noch und da passiert noch irgendwas und irgendjemand gibt noch ein Wort der Ermutigung. Aber da, wo wir sind, da gibt es einfach keine Kirche. Da gibt es keine Gemeinde. Da gibt es nichts, außer eine Schule und so eine ganz kleine Klinik. Und deshalb habe ich das so vermisst die letzten Jahre, wo wir da hingekommen sind. Und plötzlich höre ich auf einmal lieblichen Gesang und ich frage meinen Übersetzer, hey, was singen die da? Und dann sagt er, hey, die singen, wir heißen dich willkommen im Namen Jesus. Und die singen gerade für dich. Und wisst ihr, dann war ich so schockiert, weil ich habe jedes Mal von den Menschen nur was gehört, wenn ich dort war. Weil es gibt kein Handyempfang. Die haben kein WhatsApp. Es gibt keine WhatsApp-Gruppe, wo Testimonies geteilt werden oder sonst irgendwas. Du kannst auch nicht mal jemand kurz anrufen, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, aber die Jahre vorher war einfach nichts. Und wer mich kennt, weiß, dass mein Herz für Jüngerschaft brennt. Und als wir das erste Jahr gegangen sind und 180 Menschen zu Jesus kommen gesehen haben, was sich toll anhört, ihr dürft auch gerne jubeln, 180 Menschen sind zu Jesus gekommen, Halleluja! Hat mein Herz aber auf der anderen Seite geblutet. Und wir waren damals mit unserem lieben Pastor Daniel dort und ich habe gesagt, Daniel, was machen wir jetzt mit denen? Versteht ihr, wenn sich bei uns hier jemand bekehrt, wir laden den in die Gemeinde ein. Wenn er keinen Bock hat auf Gemeinde, dann sagen wir, ey, hol mal dein Handy raus. Da gibt's so eine YouVersion Bibel-App. Lad die mal runter und fang im Johannesevangelium an zu lesen. Oder wenn du keine Lust hast zu lesen, guck mal, geh mal auf YouTube, gib die Bibel ein, Schlachter 2000, Johannes und dann wird's dir noch vorgelesen. Hey, und dann haben wir noch eine ganz tolle Predigtserie über dies und das und das und dann schicke ich dir noch hier den Jüngerschaftskurs und ich schicke dir noch das und komm zu Anatoli in die Kleingruppe und mach noch das und pa. Versteht ihr? Wir haben ein Netzwerk, wo Menschen weitergeführt wird. Dort haben wir Menschen einfach zurückgelassen mit nichts. Und mein Herz hat geblutet. Ich habe zu Sarah gesagt, ey, was können wir denn machen? Aber schlichtweg konnten wir nichts machen, außer zu beten. Und das haben wir gemacht. Und im zweiten Jahr haben wir noch mehr Menschen zu Jesus kommen sehen. Und wir haben noch mehr die Möglichkeit gehabt, sie zu jüngern. Aber wieder mussten wir nach 2 Wochen gehen. Und jetzt kommen wir das 3. Mal und ich bin mehr ins Gespräch mit den Leitern vor Ort gekommen. Und ich sage zu ihnen, ja und, was macht er seitdem und wie sieht es bei euch aus? Ja, ihr habt uns ja gesagt vor 3 Jahren, dass wir Gottesdienste feiern sollen. Seit 3 Jahren feiern wir Gottesdienste in der Schule. Wir treffen uns jeden Sonntag und da kommen so 100 bis 150 Leute. Es ist nicht der Hammer, was Gott tut. Seht ihr, was für ein Hunger da ist? Wie Menschen bedürftig sind nach Gemeinde. Heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen, wo sie, Pastor, wie heißt denn unsere Gemeinde? Wir brauchen einen Namen vor Ort. Das seht ihr, wie kostbar das ist. Aber wisst ihr, wo ich meine Gottesdienste gefeiert habe die letzten Tage? Nicht so schön wie ihr in diesem schönen Häuschen mit den schönen Stühlchen, sondern einfach unter einem Baum bei 36 Grad. Halleluja. Und Menschen sind gekommen, weil sie hungrig waren nach dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes Menschen verändert. Und so war das bei den Kindern. Ja, dann stehen da 110 Kinder tanzend. Eigentlich wollte ich euch noch ein Video zeigen, aber ich merke schon, ich habe jetzt schon fast keine Zeit mehr.
Und die tanzen da und lachen da und freuen sich des Herrn. Und dann bin ich in die Schule gegangen, weil ich mit der Rektorin sprechen wollte. Die war leider in der Stadt und konnte dann nicht zu unserem Treffen kommen. Aber auf dem Weg zurück schreibt sie mir und sagt, ja, ich habe gehört, was ihr tut und was ihr macht und ich finde das richtig gut. Und sie hat mir erzählt, wie ihre Wurzeln als Rektorin wirklich im christlichen Glauben sind, wie sie die jungen Menschen heranziehen in Christus, wie sie sogar an Karfreitag einen Karfreitagsgottesdienst mit den Jugendlichen gefeiert haben. Und das ist doch der Hammer, was Gott tut, wenn Menschen hungrig sind. Und wisst ihr, was wir an dem Treffen gemacht haben, was so cool war? Ich habe euch erzählt, von denen gibt es auch Kinderbibeln. Das war natürlich nichts für Erwachsene, aber es war was für diese Kinder. Und dann gab es einfach genau die gleiche Kinderbibel, auch in Papier, in der gleichen Schrift. Und dann sitze ich bei der Bible Society in Windhoek und dann sagt er zu mir, ja weißt du, kannst auch diese Bibel mitnehmen und dann nimmst du ein Buch mit und dann können die Älteren die Jüngeren lehren und ihnen zeigen, wie man liest und schreibt. Ey, was ist denn das für ein Hammer, oder? Da haben wir einfach kurzerhand ein Kinderdienstprojekt gestartet mit 110 Kindern. Ich habe schon gedacht, ich muss unserer Jessie schreiben, so Jessie, ich habe ein Riesenproblem, ich habe einen Kinderdienst gestartet und ich habe 2 Mitarbeiter. Was mache ich? Aber wisst ihr, das ist Afrika, da laufen die Dinge anders. Da kann man zu zweit auch mit 110 Kindern umgehen. Und es hat mich einfach so begeistert. Seht ihr die Freude in ihren Gesichtern? Die waren einfach so jubelnd. Ihr dürft gerne nachher auf mich zukommen. Ich zeige euch die Videos, weil es einfach der Hammer ist. Und es hat mich so gefreut. Und was noch ein ganz besonderer Moment für mich hier unten war, ihr seht hier auf der linken Seite, ist es, oder? Auf der linken Seite der Mann im hellblauen T-Shirt. Das ist der Ben. Und der Ben kam auf mich zu und sagte, ich warte seit 2 Jahren darauf, dass du mich taufen kannst. Und jetzt kommt aber wieder, wisst ihr, und ich feiere das. Aber ich will nicht nur jemand taufen, weil er es cool findet. Mir ist es wichtig, dass Menschen verstehen, was die Taufe bedeutet. Und wir hatten nicht viel Zeit, also habe ich trotzdem ein Teaching gemacht, aber ich habe eins zu ihm gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, Ben, mein Lieber, ich werde dich nicht in dem Fluss taufen, da sind Krokodile drin. Wenn du wirklich getauft werden willst, dann such irgendwas, in dem wir dich taufen können. Und ihr seht hier, wir haben hier unser schönes Taufbecken in unserem Aufzug. In Namibia sieht es ein bisschen anders aus im Bus. Wir haben da so einen halben Wassertank. Aber ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann hat 1,5 Tage diesen Tank gesucht und diesen Tank geputzt, damit er getauft werden kann. Seht ihr, was er bereit war, für einen Preis zu bezahlen? Und wir haben ihn getauft in den Tod Christi hinein und in die Auferstehung. Halleluja. Und er ist jetzt auch einer, der das Kinderministry mit betreut und begleitet. Ich möchte euch echt einladen, betet für die Menschen, tragt sie in eurem Gebet jeden Tag. Wenn ihr an Namibia denkt, sprecht einfach über diese Region aus, dass der Segen, den Gott begonnen hat, dass er weitergeführt wird und fortgesetzt wird. Ich möchte bei der Geschichte mit Ben bleiben. Als ich in der Vorbereitung war in Deutschland, hatte ich ein Wort der Erkenntnis und Gott hat mir gezeigt, dass über dieser ganzen Region, und ihr müsst wissen, den Afrikanern muss man nicht erzählen, dass es eine geistige Welt gibt.
dem muss man auch nicht sagen, dass es Dämonen gibt. Man muss auch nicht mit denen diskutieren, ob das jetzt wirklich ist oder ob das nur Spinner sind. Die wissen das alle, weil sie es alle erleben, weil sie alle in Mitleidenschaft gezogen werden durch diese Zerstörung, die die Dämonen in ihr Leben hineinbringen. Und der Herr hat mir gezeigt, dass ganz besonders nachts die Dämonen in die Häuser von den Menschen kommen, sie in den Träumen stören, angreifen, nächtelang wach halten, sodass sie nicht schlafen können und ihr Leben nicht normal leben können. Und als ich das Wort mit denen geteilt habe, müsst ihr euch vorstellen, 40 Leute stehen vor mir, ich teile das Wort und ich habe ja auch nichts verstanden, ich spreche und es wird übersetzt und dann guckst halt so lange auf die Reaktion und auf einmal, wo ich gemerkt habe, okay, er hat jetzt übersetzt, was Gott mir gezeigt hat, auf einmal sind alle durchgedreht, springen rum und sagen, woher weißt du das? Woher weißt du das, dass es so ist? Und einer der ersten war der Ben. Der sagt zu mir, hey Dennis, weißt du, ich war bei den Hexern. Und ich bin zu den Hexern gegangen und die haben mir solche Armbänder gegeben und so ein anderes Medaillon-Ding, das ich mir ans Haus hängen soll, das mich beschützen soll. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, da war nichts, was dich beschützt hat. Im Gegenteil, du hast wie eine Antenne aufgerichtet, wo die Dämonen einfach hineinkommen können und dich zerstören können. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, du musst die Sachen mitbringen. Und wir müssen die verbrennen und wir brechen das im Namen Jesus. Und das ist, was ihr hier oben seht. Wir haben dieses ganze Witchcraft-Zeug zusammengesammelt und wir haben es verbrannt und wir haben den Fluch gebrochen. Und wisst ihr, am nächsten Tag kommt der Ben auf mich zu. Ich sage, und Ben, wie hast du geschlafen? Wie ein Stein. Ich sage, Dennis, normalerweise wache ich morgens auf und mir tut alles weh. Heute Morgen bin ich aufgewacht ohne Schmerzen. Halleluja. Das ist, was Gott tut. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Und wisst ihr, dann war das so witzig. Wir haben denen noch den Jesus-Film gezeigt und ich war dann nicht bei ihnen, weil ich verstehe als Einziger die Sprache nicht. Ne? Und so Stummfilm ist dann auch nicht ganz so cool. Und da hat mir der Übersetzer erzählt, er hat so ein Gespräch überhört und hat gesagt, hey Dennis, der eine hat zu dem anderen gesagt, dass du wirklich ein Mann Gottes bist. Und sag ich zu ihr, ja, warum? Ja, weißt du, hast doch heute Morgen die Dämonen bei den Menschen ausgetrieben und da haben sie das in dem Film gesehen und haben gesagt, das ist die Bestätigung. Wenn Jesus das gemacht hat, dann ist er auch ein Mann Gottes. Hey, und wisst ihr, wir finden das so witzig, aber ihr müsst verstehen, das ist etwas Essentielles. Diese Menschen leben in permanenter Angst. Weil diese Witch-Doktoren, diese Hexer haben Kontrolle über diese Menschen und binden sie extrem. Wisst ihr, die Bibel sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Dort ist es nicht so. Die bezahlen dafür. Die bezahlen sehr viel Geld dafür. Die bezahlen für so ein Band 2000 namibische Dollar. Das sind, glaube ich, 100 Euro. Und ihr müsst erzählen, 100 Euro ist für uns viel Geld, oder? Aber dort ist es richtig viel Geld. Weil ein normaler Mitarbeiter bekommt 3000 namibische Dollar im Monat. Wir sprechen aber hier nicht von Mitarbeitern, sondern von Menschen, die im Busch leben, die kein Einkommen haben. Also die geben alles, weil sie Hoffnung da hineinlegen und diese Hexer nutzen das nur aus und sie haben totale Angst. Wisst ihr, wo wir das letzte Mal da waren, gab es auch so einen coolen Moment. Ich habe auch über diese Hexerei gesprochen, weil das muss aus diesem Land rausgetrieben werden, wisst ihr? Und dann erzähle ich das und plötzlich springt einer der Ältesten so auf, zack.
dieser Mann, er könnte es mit den Hexern aufnehmen. Und da dachte ich, ja. Und wisst ihr, dann war ein Momentum da. Und die sagen zu mir, hey, wir brauchen dich jeden Tag hier. Dann sage ich, hey, wir sind bereit, bei euch eine Kirche zu bauen, aber ihr müsst uns Land geben. Und dann sagt der Headman, also der Chef von der Region, hey, das wollen wir tun. Ich bespreche mich mit meinem ältesten Team und ich sage dir, auf welche Seite des Flusses ihr bauen dürft. Dann sage ich, okay. Da habe ich aber natürlich nichts gehört, ne? Aber wir haben viel gebetet. Jetzt habe ich ihn vor 2 Wochen wieder getroffen und er sagt zu mir, junger Mann, was ist dein Problem? Und ich so, hä? Was ist dein Problem? Ich sage, ich habe kein Problem. Was ist dein Problem? Ich sage, ich habe kein Problem. Warum baust du keine Kirche hier? Dann sage ich, ja, weil du mir erst Land geben musst und dann bauen wir eine Kirche bei dir. Dann schaut er mir tief in die Augen und sagt, weißt du was? Du brauchst nicht erst einen Ort, den ich dir zeige, wo du bauen darfst. Ich gebe dir alle Autorität, dass du bauen darfst, wo du möchtest in meiner ganzen Region. Halleluja! Seht ihr, das ist, was Gott tun möchte. Er möchte sein Reich bauen und Menschen sind hungrig. Und wisst ihr, das ist mein Auftrag. Dazu hat Gott mich gerufen, das Evangelium zu predigen, wo immer ich bin. Und wisst ihr, was so der Hammer war? In diesen 7, 8 Tagen, wo ich unterwegs war, in den anderen Tagen war Vorbereitungszeit, habe ich 268 Menschen zu Jesus kommen sehen. 268 Menschen, deren Lebensweg verändert wurde. Vom Tod ins Leben hinein. Halleluja. Und ihr dürft die nächste Folie reinmachen. Und wenn euch noch interessiert, was die Sarah und ich sonst so erleben, dürft ihr jetzt einmal während des Gottesdienstes euer Handy rausholen. Ihr dürft eure Kamera-App öffnen. Ihr dürft den QR-Code scannen. Ihr dürft da drauf gehen und dann kommt ihr auf unseren WhatsApp-Channel. Und da dürft ihr mega, mega ermutigende Sachen lesen. Da werde ich auch in den nächsten kommenden Tagen noch mehr über Namibia berichten. Eigentlich wollte ich es nicht so lang machen. Irgendwas stimmt mit der Zeit, glaube ich nicht. Ey. Ihr habt doch da wieder gemogelt, hey. Wir haben noch gar nicht gepredigt. Halleluja. Aber das Gute ist, ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, es ist heute kein Pastor da. Und ich weiß, mein Bruder Nico verpetzt mich nicht. Halleluja. Halleluja. Yes. Hey, ihr Lieben, aber genug von meinem Auftrag. Lasst uns zu deinem Auftrag kommen. Okay, nächste Folie bitte. Hey, ich möchte euch zu Beginn mit einer ganz einfachen Frage konfrontieren. Wer von euch kennt seinen Auftrag oder seine Berufung? Das ist immer ein mega großes Thema, oder? Und mega herausfordernd und schwierig rauszufinden. Und manchmal ist es auch frustrierend. Wer von euch kennt es, dass er so richtig frustriert ist und so sich richtig, richtig anstrengt so? Gott, was ist meine Berufung? Kennt ihr die Momente? Mega nervig, oder? Aber preist den Herrn, ihr Lieben, die Bibel ist so einfach. Und ich werde dir heute Abend deinen Auftrag und deine Berufung nennen. Amen? Glaubst du mir das? Ich bin davon sowas von überzeugt. Lass uns mal unsere Bibeln aufschlagen. Markus 16, Vers 15. Und die Bibel kennen, die grinsen jetzt schon und denken, ei, Dennis, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst.
Halleluja. Und wer von euch hat eine neue Leben-Übersetzung? Ja, guck mal, welche Farbe hat die Schrift? Nicht dabei, okay. Und er, in Klammer, Jesus sprach zu ihnen. Und in neuem Leben ist es rot. Und wir wissen, wenn was rot ist, ist es ganz wichtig. Amen. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Halleluja. Halleluja. Amen, das war meine Predigt, das ist dein Auftrag. Lass uns hochgehen zum Missionsessen. Ja, kleiner Spaß, ihr kennt mich doch. Ich muss die Zeit voll ausschöpfen. Hey ihr Lieben, aber das ist ein ganz wichtiges Thema, okay? Wisst ihr was? Ich bin Teil der Gemeindeleitung und ich finde uns selber ganz oft in ganz, ganz wichtigen Gesprächen wieder. Reicht uns das Holzkreuz? Ist es okay, dass jetzt hier alles schwarz ist? Wenn hier alles schwarz ist, dürfen die Stühle noch blau sein? Wann machen wir nochmal Gottesdienst? Passt es dann um Fritz, wenn wir den Gottesdienst um die Uhrzeit machen? Was ist mit der Margret? Kann die dann auch noch zum Gottesdienst kommen? Und ihr Lieben, das sind alles ganz wichtige Themen. Versteht mich nicht falsch. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass was ästhetisch und richtig schön aussieht. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir im Geist der Exzellenz arbeiten sollten und Gott unser Bestes geben sollen. Aber ihr Lieben, wenn unser Bestes nur darin besteht, zu schauen, dass wir ein nices Gemeindegebäude haben, nice Stühle haben, aber niemand auf den Stühlen sitzt, den wir vorher noch nicht kannten, dann verfehlen wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, und alles, was wir tun, ist Nonsens. Jetzt denkt ihr, warum ist der Kerl wieder aus Afrika zurück? So eine ermutigende Predigt wäre doch heute Abend viel schöner gewesen. Aber das Gute ist, wir haben richtig tolle Prediger, die immer wieder ermutigen. Und deswegen darf es auch einen geben, der einmal in Klarheit sagt, was unser Auftrag ist. Ihr Lieben, weil das hier hat einen Grund. Das ist nicht einfach nur toll, dass der Dennis von Afrika kommen kann und euch erzählen kann, was alles passiert ist. Wir alle jubeln, Halleluja rufen, in diesen WhatsApp-Channel gehen und später oben im Missionsessen irgendwas richtig Leckeres essen. Lasst uns in den nächsten Vers gehen. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wer von euch glaubt und ist getauft? Halleluja. Die noch nicht glauben, du bekommst die Möglichkeit heute noch dazu und die nächste Taufe steht bestimmt auch bald an. Amen. Aber schaut an, wie es weitergeht. Der wird gerettet werden. Halleluja. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, preis den Herrn, du wirst mit mir im Himmel sein. Halleluja. Aber ihr Lieben, so oft hören wir auf bei diesem Teil. Denken, ja, Halleluja, ich habe geglaubt, bin getauft, preis den Herrn, es passt alles. Aber da geht es weiter und deshalb sagt Jesus, dass wir den Auftrag haben. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit, das ist die Grundlage unseres Glaubens.
In einer anderen Stelle heißt es, 1. Johannes 5,12, die Bibelstelle habe ich nicht, brauchst gar nicht wild suchen. Da heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Halleluja, wir haben den Sohn. Aber es heißt auch, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ihr Lieben, deshalb haben wir diesen Auftrag. Es ist nicht einfach nur cool, dass irgendjemand das Evangelium verkündet, sondern Menschenleben sind davon abhängig. Wisst ihr, deswegen zahle ich den Preis, lass meine 3,5 Monate alte Tochter zu Hause mit der Mama. Ich weiß, dass sie das richtig gut macht und ich weiß, dass Jesus bei ihr ist. Aber deshalb lasse ich sie zurück und fahre irgendwo in die Pampa, setze mein Leben aufs Spiel, weil ich durch irgendwelche Flüsse fahre und durch irgendwelche Berge. Ich zeige euch das mal alles, dass ihr mal seht, wie wild das ist. Mission ist nicht einfach nur nice, wir sind im 5-Sterne-Hotel und abends gehen wir einmal kurz preachen und dann gehen wir wieder. Okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe von einer Namibianerin eine Nachricht gekriegt und die mir gesagt hat, hey Dennis, ich hoffe, dir geht's gut. Der Regen, der gerade war, der ist so heftig, die Autos bleiben irgendwo stecken. Ich hoffe, dir geht's gut. Die Nachricht habe ich aber erst gekriegt, als sie wieder zurück war. Da habe ich ihr gesagt, gut, dass ich das erst jetzt lese. Versteht ihr? Weil ich bin einfach gefahren, wo ich keine Straße gesehen habe und auf einmal ist vor mir Wasser. Aber nicht eine Pfütze, wie wir das kennen. Und wer so noch ein kleines Kind ist wie ich, so gern durchfährt, dass es so seitlich hochspritzt, sondern einfach ein Fluss, der fließt. Ich gucke meinen Übersetzer an und sage, soll ich da durchfahren? Ja. Das ist so einfach so? Ja. Bleiben wir nicht stecken. Wisst ihr, ich vertraue ja den Afrikanern. Aber manchmal muss man noch mal nachfragen, wisst ihr? Wenn ich auch gefragt habe, soll ich hier links fahren? Und er sagt, ja, habe ich keine Straße gesehen. Also habe ich mit ihm klar gemacht, welches links er denn meint. Weil links ist ja ein breites Spektrum, ne? Und so müsst ihr euch das vorstellen, was das für ein Segen war von vor 2 Jahren. Deshalb ist Sarah so eine Gebetskämpferin geworden. Und es war richtig stark. Die Sarah hat die ganze Zeit gebetet. Aber ihr müsst wissen, es gibt so ein paar besondere Zustände bei ihr. Wenn sie lacht und froh, dann ist alles gut. Wenn sie einfach ruhig da sitzt, dann ist schon kritisch. Aber wenn sie neben mir sitzt und nicht mehr aufhört, in Sprachen zu beten, dann denkt ihr jetzt, ja, das ist ja mega ermutigend. Dann weiß ich aber, sie hat absolut keine Sicherheit gerade mehr in sich und das Einzige, was sie tun kann, ist im Geist zu beten, dass sie erbaut ist. Okay? Das ist Mission. Dafür sind wir bereit, unser Leben zu geben. Weil Menschen, die Jesus nicht haben und nicht an ihn glauben, auf ewig verdammt sein werden. Da gibt's keinen Shortcut. Da gibt's keine Grauzone. Es gibt nur Leben und Tod. Sohn haben, Sohn nicht haben. Das ist die Wahrheit unserer Bibel. Das ist, wozu ihr Amen sagt. Und wisst ihr, deswegen ist da eine Dringlichkeit. Deshalb müssen wir diesem Auftrag Folge leisten. Denn es gibt nur einen Weg, der zur Erlösung führt.
Jesus selber hat gesagt, und was für ein Anstoß war es damals und wie viel größer ist der Anstoß heute in unserer multikulturellen, alles ist erlaubt Generation, zu sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat einen Absolutheitsanspruch gestellt. Er hat gesagt, es gibt niemand anderes. Es gibt keinen anderen Weg. Und ihr Lieben, du und ich, wir haben diese Wahrheit verstanden, oder? Wir haben mal Ja zu diesem Evangelium gesagt. Also haben wir gleichzeitig auch einen Auftrag empfangen. Weil wisst ihr, da gibt es ein Problem, das jeder Mensch hat. Römer 1, Vers 16. Ne, halt zu weit. Wo sind wir? Hier. Römer 10, Vers 14. Paulus sagt, also ihr habt verstanden, es gibt ein Problem, okay? Menschen, die Jesus nicht kennen, haben ein riesiges Problem. Egal, was unsere Gesellschaft ihnen sagt, dass es okay ist, was sie tun. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was das Wort Gottes sagt. Das ist das Ja und das ist das Amen. Und jetzt kommen wir, wo das Problem ist. Diese Menschen, so schreibt Paulus, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, wenn es keinen Verkündiger gab? Versteht ihr, wie groß der Auftrag an uns gerichtet ist? Diese Menschen können gar nichts dafür. Dass ich damals in der Sünde war, dass ich damals in den Drogen war, weil ich Jesus nicht kannte. Aber es gab niemand, der zu mir gekommen ist und mir Christus gepredigt hat. Und ich sitze hier mit vielen Menschen, die Christus kennen, die ihn lieben, die ihn anbeten. Wir haben einen Auftrag. Du bist dieser Verkündiger. Du bist die Person, die gesetzt ist. Manchmal fragst du dich vielleicht, warum bin ich in der Familie? Warum bin ich in der Gemeinde? Warum nicht in der Gemeinde, in der Arbeit? Warum bin ich in der Klasse? Die andere Klasse ist doch viel cooler. Warum bin ich der einzige Gläubige in meiner Familie? Soll ich dir sagen, warum? Weil Gott dich auserwählt hat, deine Familie zu Christus zu führen. Warum bist du in einem Arbeitsplatz, wo alles immer so nervig ist? Wo du Sonntag für Sonntag hier vorkommst und ein Gebet empfängst, weil dein Chef immer so gemein zu dir ist. Weil du gerufen wurdest, an diesen Arbeitsplatz deinem Chef Christus zu bringen. Ich merke, so langsam wird es leiser. Halleluja. Hey, lasst uns in dieselbe Position kommen, wie es ein Paulus war. Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Komm, lasst uns das mal zusammen sagen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Schaffen wir das auch am Montag noch zu glauben? Schaffen wir das am Montag auch noch zu sagen? Ihr Lieben, die Botschaft, die wir haben, das Evangelium, das uns anvertraut wurde, ist die absolute und reinste Wahrheit. Deshalb sagt Paulus, ich schäme mich dafür nicht.
Paulus war dahingehend nicht ein Übermensch. Paulus hat das Evangelium gehört. Er hat auf das Evangelium reagiert und er hat verstanden, diese Botschaft ist das Einzige, was Menschen retten kann. Und wenn es einer war, der das sagen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, dann war es Paulus. Weil er war ein Mann, der die Schriften kannte. Wenn ihr mal genau aufmerksam liest, sagt Paulus von sich selber, ich war im Gesetz untadelig. Das ist ein krasses Statement. Das war nicht irgendein Dahergelaufener. Das war kein Dennis, der drogenabhängig war. Das war ein hochgebildeter, gelehrter Geistiger, der das Evangelium kennengelernt hat, der sich komplett weggewendet hat von den Dingen, die vorher war, der gesagt hat, Luther sagt es, dass es Unrat war, an was er vorher geglaubt hat. Für die alles übertreffende Offenbarung Jesu Christi, die er empfangen hat. Das ist die Botschaft, an die wir glauben. Aber was ist das Evangelium? Lasst es uns mal kurz zusammenfassen, weil es wichtig ist, dass wir verstehen, um was es geht. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Das Evangelium ist, Gott hat dich und mich geschaffen und er liebt dich und mich. Das Evangelium ist aber, hey, du und ich, wir haben ein dickes Problem. Und es nennt sich Sünde. Und es ist nicht Schokolade essen, sondern es ist Lügen, das ist Stehlen, das ist Morden, das ist Rauben, das ist in sexueller Unmoral leben. Das sind all die Dinge, die gerade in unserer Gesellschaft gehypt werden. Das sind die Dinge, die uns von Gott trennen. Da ist eine riesen Kluft zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott aufgrund seiner Fehler. Aber die Liebe Gottes war größer. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Gott hat Jesus Christus gesendet, einen Heilsplan. Jesus kam auf diese Erde. Jesus war ein Beispiel für uns, wie es aussah, ohne Sünde zu leben. Aber Jesus blieb nicht nur ein Beispiel in dem, sondern er wurde zum Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für deine und meine Sünde. Für deine und meine Fehler ist er ans Kreuz gegangen, ein Unschuldiger. Gestorben für dich und mich. Und als er dort am Kreuz hing, hat er gesagt, das ist vollbracht. Und er hat deine Schuld und meine Schuld auf sich genommen. Und er hat den brutalsten Tod erlebt. Und er ist gestorben für dich und mich. Und er wurde begraben. Aber das Grab konnte ihn nicht halten. Am 3. Tage kam ein Erdbeben. Am 3. Tage wurde der Stein weggerollt und der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist auferstanden und er lebt. Und wenn du das glaubst und wenn du das ergreifst für dich, dann wirst du leben. Dann wirst du das Leben im Überfluss empfangen. All deine Fehler sind dir vergeben. Aber du musst dich wegdrehen davon. Umkehr, Buße heißt wegdrehen und in die andere Richtung gehen. Nicht mehr den alten Mustern nachlaufen. Ich habe es geliebt, was unser Bruder Nico gesagt hat. Meine Denkweisen müssen verändert werden. Das muss zu deiner Denkweise als Christ werden. Alles in mir muss verändert werden und ersetzt werden durch die Wahrheit Gottes. Und ihr Lieben, ich weiß, die Zeit ist gleich vorbei, aber darum machen wir das. Wenn irgendjemand jetzt hier ist und du hast diese Botschaft, die ich gerade gepredigt habe, das allererste Mal gehört
und du hast noch nie darauf reagiert, auch wenn du am Livestream dabei bist. Heute ist deine Möglichkeit. Today is the day. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute gibt es die Möglichkeit, dass du dich erretten lassen kannst. Vielleicht kommst du auch schon ein paar Wochen hier in die Gemeinde und denkst, naja, die Gemeinde rettet mich. Nein! Nur Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kann dich retten. Und er ist heute hier. Er streckt dir heute seine rettende Hand aus. Auch hier am Livestream. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie auf diese Botschaft reagiert. Wenn du heute verstanden hast, meine Fehler, die ich getan habe, sie haben mich disqualifiziert, um bei Gott zu sein, weil dieser Gott heilig ist. Wenn du heute verstanden hast, ich gehöre aber zu diesem Gott. Und ich will nicht in ewiger Verdammnis sein, sondern ich will in der Herrlichkeit Gottes sein. Das, was gerade so gekribbelt hat, währenddem die alle diese Lieder gesungen haben, ich möchte es erleben. Es ist erlebbar für dich heute, hier und jetzt. Es ist nur ein Gebet. Die Bibel sagt, alle, die den Sohn Gottes aufnahmen, bekamen das Recht. Wenn du hier bist und du nimmst Jesus heute als deinen Retter und Erlöser an, dann bekommst du das Recht vom Himmel, ein Kind Gottes zu werden. Und es kann dir niemand mehr nehmen. Und deswegen, lass uns mal einfach so einen kurzen Moment, so einen Safe Place machen, Augen zumachen. Und geh nochmal durch dein Leben. Und wenn du dich selber wiederfindest und sagst, hey, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen und ich möchte heute diese Entscheidung treffen, dann heb doch einfach mal als ein Zeichen ganz kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Und dann werden wir zusammen beten. Und Jesus wird dich erretten. Einfach nur einen Moment geben, auch wenn du am Livestream dabei bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Jesus sieht dich, Jesus sieht deine Hand und er wird dich erretten. Ich warte noch einen kurzen Moment. Wisst ihr, tut mir keinen Gefallen, wenn der Hand hochgeht oder nicht. Ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn keine Hand hochgeht. Meine Aufgabe ist, heute Abend eine Einladung auszusprechen. Wenn du merkst, dass dein Herz gerade klopft und wenn du merkst, dass du umkehren musst und wenn du merkst, dass dein Leben ganz schön verkorkst ist und du ganz schön viele Fehler auf dir hast, eine ganz große Schuld auf dir liegt, dann lass den Moment heute nicht vorbeigehen. Ich möchte dir eins sagen, dein Morgen ist nicht versprochen. Dein Hier und Jetzt ist da und du kannst die Entscheidung treffen. Ich frage noch ein letztes Mal, wenn du heute hier bist und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, dann heb kurz deine Hand als ein sichtbares Zeichen und wir beten zusammen. Ich sehe da so eine halbe zögerliche Hand. Komm, sei mutig und heb deine Hand richtig hoch. Du wirst sehen, wie die Menschen hier gleich jubeln und du wirst sehen, wie die Menschen gleich mit dir feiern. Und vielleicht starten wir einfach mal schon mal in den Jubel, dass die Person sich jetzt richtig getragen fühlt und richtig mutig ist, ihre Hand zu heben. Und dann wollen wir zusammen beten, ja? Seid ihr bereit? Wir wollen als Einheit beten, weil wir gerade nicht wissen, was am Livestream passiert. Außer die Leute, die im Chat sind, schreibt den Leuten rein. Wir sehen euch, wir beten mit euch, meldet euch bei uns, wenn ihr euch die Entscheidung trifft. Und lasst uns einfach zusammen dieses Gebet sprechen, okay? Himmlischer Vater, ich habe heute dein Evangelium gehört. Und es ist reine und pure Liebe.
Du liebst mich. Und ich fühle mich so geliebt von dir. Und ich habe erkannt, dass ich von dir weggelaufen bin. Ich habe gemerkt, all die Dinge, die ich getan habe, die haben keine Erfüllung für mich gehabt. Sie haben mich nur weiter weggeführt von dir. Aber heute möchte ich umkehren. Und ich möchte dich bitten, vergib mir für alles, was ich getan habe. Wasche mich rein. Erneuere meine Gedanken. Und werde du der König in meinem Leben. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Jesus, von nun an lebe nicht mehr ich, sondern du in mir. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich lade dich ein, wenn du heute das erste Mal dieses Gebet gesprochen hast, komm gerne nach der Predigt auf mich zu. Ich möchte mir so gern die Zeit für dich nehmen, mit dir feiern. Wenn du im Chat bist, schreib es kurz in den Chat rein oder schreib uns eine E-Mail unter, was ist unsere? Nimm welcome@missionswerk-sdf.de. Die Leute werden mir sagen, dass du geschrieben hast. Okay? Halleluja. Hey, deswegen machen wir das. Darum geht alles. Deswegen überzieht der Dennis die Zeit. Aber ich muss noch ein bisschen mehr überziehen. Ist es okay? Geht er mir noch ein bisschen? Ja, Halleluja. Da ist Gnade. Hey, lass uns auf die nächste Folie gehen. 1. Petrus 3,15. Und da heißt es, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Hey, das Evangelium ist Hoffnung und diese Hoffnung wurde in dich hineingesetzt. Die Hoffnung, die in dir und in mir ist. Deshalb sollen wir alle Zeit bereit sein, zu jedermann eine Erklärung zu geben über diese Hoffnung. Nicht diskutieren über irgendwas, sondern wir geben eine Erklärung von der Hoffnung, die in uns lebt. Hey, weißt du was? Ich war einst verloren, aber ich bin gefunden worden. Mein Leben war dem Tode geweiht, aber Leben ist in mein Leben gekommen. Und dieses Leben möchte auch in dein Leben kommen. Wir sind gerufen, Zeuge Jesu zu sein. Amen. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Alle Zeit und gegenüber jedermann. Amen. Lass uns mal sagen, alle Zeit, jedermann. Alle Zeit, jedermann. Amen. Menschen brauchen Hoffnung. Amen. Und diese Hoffnung kannst du Menschen in ihr Leben bringen, weil sie in dich hineingesetzt wurde. Das musst du nicht mal verdienen, da musst du dich nicht mal anstrengen. Das Wort Gottes sagt, die Hoffnung lebt in uns. Wir müssen sie nur rauslassen. Ich möchte kurz zur nächsten Bibelstelle kommen. Bevor ihr weiter drückt, möchte ich kurz Kontext geben, möchte 2 Bibelstellen davor lesen. Weil der Satz heißt, die Hauptbibelstelle, die wir uns anschauen, so sind wir nun. So, das heißt, da geht irgendwas davor, okay? Deswegen wollen wir das, was davor steht, lesen. Da heißt es, 2. Korinther 5, 18, 19, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, Halleluja, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat dir den Dienst der Versöhnung gegeben, Amen.
weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das Wort der Versöhnung wurde in dich hineingelegt. Und deshalb heißt es in 2. Korinther 5,12, so sind wir nun Botschafter für Christus. Weil das Wort der Versöhnung in dich hineingelegt wurde. Das ist der Grund, warum du ein Botschafter bist. So oft nehmen wir einfach nur den Vers und sagen, ich bin Botschafter Christi. Aber da gibt es einen Grund, warum du das bist. Weil das Wort der Versöhnung in dich hineingelegt wurde. Amen. So lasst uns, egal wo wir sind, unser Ausruf sein, wie es hier heißt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt ist noch eine Zeit, wo Menschen Errettung finden können. Aber der Tag wird vorbei sein. Das sagt die Bibel. Deshalb lasst uns noch wirken, solange es Tag ist, weil die Nacht wird kommen. Lasst solange nie keinen Moment an uns vorbeigehen, nicht auszurufen, dass sich Menschen mit Gott versöhnen lassen. Du bist ein Botschafter Christi. Amen. Ich habe eine mega spannende Stelle gefunden, ihr Lieben. Nächste Folie. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Halleluja! Bin ich hier im Raum der Gerechten? Amen! Halleluja! Das ist eine Frucht für uns. Aber lest mal weiter. Und der Weise gewinnt Seelen. Punkt. Was bedeutet das? Warum handelt der Weise so? Warum hat der Weise es auf dem Herz, Seelen zu gewinnen? Weil der Weise erkannt hat, dass das Evangelium die einzige Botschaft ist, eine Seele zu erretten. Der Weise hat verstanden, ich muss das Evangelium verkünden, koste es, was es wolle und wenn mein Leben dafür hingegeben wird. Weil Seelen müssen gewonnen werden. Da ist ein Kampf in der geistigen Welt um jede Seele. Ihr Lieben, wir müssen das Wort Gottes verkünden. Die Bibel sagt zu jeder Zeit und zu jeder Unzeit. Halleluja. Wer von euch hat schon coole Momente in der Unzeit erlebt? Habe ich da verrückte Momente erlebt. Fast in eine Schlägerei geraten, danach haben sich die Leute bekehrt. Halleluja. Schlägerei auf dem Marktplatz, der Dennis muss mitten reingehen. Halleluja. Zu jeder Zeit und zu jeder Unzeit. Lobpreisteam darf auf die Bühne kommen. Aber wisst ihr, das Schöne ist, wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun. Halleluja. Jesus hat gewusst, wie schwach wir sind. Jesus hat gewusst, wie anstrengend es ist. Und wir sehen es am Beispiel von Petrus. Petrus ist für mich ein Mega-Held. Ich habe es in meiner letzten Predigt schon gesagt. Mega-Held. Ich glaube, alles, was er gesagt hat, hat er so gemeint. Ich glaube, er war bereit, nicht von Jesus Seite zu weichen. Ich glaube nicht, dass er ihn da angeschwindelt hat. Aber ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dieser Jesus auf einmal gekreuzigt wird und Männer auf dich zukommen und sagen, ey, du warst auch mit dem, der da hier vors Gericht geführt wird. Nee. Doch, ich höre dich an deiner Stimme. Hey, lass uns mal ganz ehrlich sein.
Also es bringt uns auf jeden Fall zum Nachdenken, was wir jetzt sagen werden, oder? Ich glaube nicht, dass wir alle wie aus der Pistole herausgeschossen sagen werden, vielleicht außer der Markus, ja klar gehöre ich zu dem. Und du solltest dich bekehren, Amen. Das wird unser Markus machen. Aber der Dennis, der hätte vielleicht da ein bisschen Zweifel gehabt auch. Aber wisst ihr, mit diesem Petrus ist was passiert. Da gibt es nämlich Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr müsst euch das Setting vorstellen. Der Upper Room war nicht so nice, wie wir uns das heute vorstellen. Glory Cloud, bisschen Piano, bim, bim, bim. So ein leichter himmlischer Geruch von irgend so einem Anointing Oil. Okay? Die Jünger hatten damals Angst. Die haben sich eingeschlossen. Weil auf einmal dieser Jesus, der all dieses Spektakel gemacht hat, auf einmal weg war. Dann kam er irgendwie wieder, aber dann ist er wieder weggegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass die immer noch irgendwie ein bisschen Angst hatten in dem Moment. So, okay, ey, hätte es nicht gleich mit uns bleiben können. Aber er sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst könnte nicht der kommen, der nach mir kommt. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir alle kennen diese Bibelstelle. Und ich lade dich ein, meine letzte Predigt dazu hören. Weil ich werde nichts anderes predigen, weil in dieser Zeit brauchen wir den Heiligen Geist. Ob du es glaubst oder nicht, keine Seele kann zu Jesus kommen, wenn nicht die Überführung durch den Heiligen Geist in das Leben von einem Menschen kommt. Wir brauchen den Heiligen Geist in allem, aber vor allem in unserem Leben. Vor allem, dass wir sprachfähig gemacht werden. Mit unserer Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in uns als Unterpfand für uns. Amen. Aber an unserem Pfingsten kommt der Heilige Geist auf uns. Für die Menschen, die da draußen sind. Für die, von denen wir gelesen haben, wenn sie Jesus nicht haben, werden sie verdammt sein. Dieser Heilige Geist möchte uns heute Abend erfüllen. Wir haben relativ wenig von der Leiterschaft und der Ältestenschaft da. Ich weiß nicht, Sven, musst du gleich mitspielen oder kannst du mitbeten? Sehr gut, vielleicht können das Ältestenteam schon mal vorkommen, die Leiter und die da sind. Und ich möchte einen Aufruf machen. Ich mache den gleichen Aufruf, den ich letztes Mal gemacht habe. Und ich bitte dich nur vorzukommen, wenn du von diesem Tag an bereit bist, das Evangelium zu verkünden. Wenn du sagst, Herr, ich möchte aus diesem Boot aussteigen. Ich möchte dieser Petrus sein, der, auch wenn es nur 2 Schritte waren, auf dem Wasser gegangen ist. Weil von den anderen Jüngern hat es keiner gemacht. Aber dieser Kerl, er war auf dem Wasser. Warum? Weil er Jesus vertraut hat. Und wir sehen selbst auf diesem Weg, ich meine, ey, der ist auf Wasser schon gelaufen, wurde auf einmal unsicher. Und er ist untergegangen. Aber Jesus war da und hat ihn gerettet. Ich rufe dich nicht vor, um perfekt zu sein. Ich rufe dich vor, wenn du heute Abend bereit bist, dein ganzes Leben für das Evangelium hinzulegen. Und dein ganzes Leben bedeutet auch deine Fehler. Und du wirst Fehler machen. Ich kann dir so viel von meinen Fehlern erzählen, die ich irgendwo gemacht habe, wo ich gepredigt habe. Wahrscheinlich alleine heute schon. Sehe ich schon die ganzen Kritiker, oh, die Bibelstelle hatte denn das falsch ausgelegt. Ist mir egal.
Weil ich weiß, dass ich geliebt bin. Und ich weiß, was mein Auftrag ist. Und ich habe 268 Menschen zu Jesus kommen sehen. Ich habe 2 Menschen getauft. Ich weiß nicht, was der Kritiker gemacht hat. Vielleicht alle meine Predigen durchgeschaut und alles unterstrichen, wo ich einen Fehler gemacht habe. Ja, preist den Herrn dafür. Nonsens. Aber ich mit meinen Fehlern habe mein ganzes Jahr gegeben und ich bin gegangen und Gott hat sich dazugestellt. Ich kann keine Dämonen austreiben, aber der Heilige Geist in mir und durch mich kann es. Und wenn du bereit bist, dein Leben niederzulegen für das Evangelium, komm nach vorne. Wenn du bereit bist zu gehen, den Preis zu bezahlen, dann kann ich dir sagen, heute wird der Heilige Geist in einer neuen Autorität, in einer neuen Vollmacht auf dich kommen. Und er wird dich befähigen, das Evangelium zu verkünden. Wenn keiner vorkommt, ist es mir auch egal. Weil ich gehe. Aber ich sag dir, es wird ein zu spät geben. Es wird der Moment in deinem Leben geben, wo du sagen wirst, ach, hätte ich doch mal. Lass uns nicht zu denen gehören. Lass uns zu denen gehören, die sagen, wenn Jesus wiederkommt, ich habe alles gegeben. All meine Zeit, all meine Kraft. Wenn du hier vorne bist, streck dich aus. Warte nicht, bis jemand für dich betet. Der Heilige Geist fällt auf dich. Streck einfach deine Hände aus. Die Kraft des Heiligen Geistes ist hier. Und sie kommt. Halleluja. Robo Shantaya Kataraba Sakatayara. Orama Sakataya Rababaka Sekereya. Komm mal, da wo du bist, fang einfach an, den Herrn anzubeten. Rebababa Sokoto Rabababa Seya. Orama Sakataya Rabakaya. Und das Feuer Gottes, es fällt auf dich. Das Feuer Gottes kommt. Komm, empfang's jetzt. Komm, empfang's jetzt. Das Feuer Gottes kommt jetzt. Touch. Touch, increase. Increase. Increase, Holy Spirit. Fresh fire now in Jesus' name. Rabba shekete rababasaya. In Jesus' name, release. Neues Feuer jetzt. Touch. 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 Touch, 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 fresh fire now in Jesus' name. Fresh fire, touch, 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 increase Holy Spirit, increase Holy Spirit. Mehr von deinem Feuer jetzt. In Jesus' name, fresh fire, touch, 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 touch in Jesus' name. Fire. Fire of the Lord, fire of the Lord, in Jesus' name, touch, fresh fire now, in Jesus' name. Komm, fang an zum Herrn zu rufen, fang an zum Herrn zu rufen, wart nicht, bis dir die Hand aufgelegt wird. Reba Sakataya Rabo Sheketeya. O Rama Shakataya